Ekran! Ekranen geef dich op, als wanneer waar. Hey, kommt ran met me. Hier reden we über wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met Junt S. Eduard Kiesbrecht. Weet wohan. Welkom, lieve vriend. Welkom to het programma Ekran. En welkom ook Leonie. Dankzij dat je van de aanleiding waren aangenomen hast en gekomen bent. Tim over een interessant en wichtig programma te reden. En dat is over de macht van de wereld. Zo, wie haben viele mal gleich wie sind machtlos und wie sind China und wie sind eine, die doofen nixe. Aber wenn unsere Welt alles machen, wie viel Macht haben wir dann? Was kannst du uns das Thema sagen? Na, allemaal ganz am Anfang in der Bibel finden wir, dass Gott sagt, in der Bibel steht das abgeschrieben, Gott sieht und das wir. Und immer war Gott sieht und das wir. Und dann, wo der Mensch mir gesagt hat, hat der Mensch nur sein Ebenbild gemerkt. So, wir sind Gott ähnlich. Und Gott hat uns auch die Sprache gegeben, er hat uns auch Wert gegeben, wie der wir auch reden. Und wenn wir uns Leben beobachten, dann wollen wir sein, dat wat wir reden, dat wordt ook zo. Wat wir reden, dat heeft eine Macht, dat heeft eine Kraft. Und das ist auch ganz leicht zu beobachten, wenn ich den Mensch wat Positives sei, wat Gutes sei, wenn ich dem eins wat lof, automatisch fällt er sich besser, als der mit abgehoben. Und wenn ich dem eins wat Negatives sei und vielleicht sei, du stinkst von dir, oder eins wat Futz, wat der mit durchgeschlagen sein. So, dat is een kleine Beispiel, wat voor een kracht wir haben. Ja. Dat fällt mir fällt ein Fußwort bei. Ich habe ein Part in meinem Leben mit behinderten Menschen gearbeitet. Das wir mal eine Zeit meine Arbeit, was ich deed. Und das waren Menschen, die al groot gewesen waren, aber in Verstand wir Sachen, dass sie sich nicht ganz entwickeln. Und er verstand nach alles, dass es ein Kind wird. Und dat weer einfach so meine Freunde, dat weer meine Arbeit, aber mir ging das auch sehr schön. Und mir war das ab der Arbeit sehr trainiert, aber sehr unerreicht. Dat dag in en dag uit, soll ich alles, was ich mit ihnen deed, immer mit einem Ja anfangen. Niemals, das kostet du nicht. Immer, das war ich auch gesagt, das wird vielleicht besser sein, wenn sie das nicht deiden. Immer dat verzekert op de weg dat in den Satz leven een jaar wordt zijn, oder wat goud zijn. Zum Beispiel, wir werden nicht lieber Jan tun, oder vielleicht lieber dit tun, oder irgendeine Form zeker dat wir nicht een dag even mussten nee sein. Wenn es sehr leicht, dann fange ich an bloß nee zu sein. Und dann auf einmal, dann kommt, das ist immer so eine Welt von Traurigkeit, was du kommen, wenn ich einen Tag even hat nee gesagt. Und wenn ich Völken hat Jo gesagt und was Gutes hat Mut gemerkt, dann wird der Tag 100% anders. So, Ja, dat brauchen wir auch. Ich glaube, wir brauchen nicht bloß behinderte Menschen, auch wir. Für uns, wir brauchen auch das Jo. einen positiven Eindruck. Und was sagt die Bibel noch wieder? In Sprüche finden wir ein sehr hartes Wort sogar. In Sprüche 18:21, da sagt er, der tunghafte Gewalt über Tod und Leben. Das ist für mich sehr hart. Und wer hierin redet, wird mit ihrer Frucht leben. So in dem, was wir reden, die Frucht, wo wir ernten. Wenn wir Gutes reden, wo wir Gutes ernten. Wenn wir bloß Schlechtes reden, wo wir auch Schlechtes ernten. Das soll wie in der Bibel immer wahr, was wir sehen, ernten wir. Ja. Und was mir sehr interessant wird, ich las eine Predigt über Markus 11, Vers 23. Und ich habe den Vers immer anders gehört. Du sagst dort, Glaube versetzt Berge. Also ich glaube, wenn ich das in Buch sage, heb die ab und schmied die mehr an, und ich glaube dort, dann wird das passieren, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und ich habe wirklich gewundert, was das meint. Und nu in dieser Predigt stand auch, dass was ich sage, und ich glaube, dass das passieren wird, dann wird das passieren. Und meistens glauben wir, was wir sagen. Wir wirken hier wie von jungen Menschen, die sagen, mit mir ist es nicht. Und die leben auch so, als wenn es mit ihnen nicht ist. Und die beweisen das Tag uit und daheim. Ja. Und wenn du anfängst zu denken, mit mir ist es was, warum?
Wenn's die Bibel sagt mir, die Bibel sagt, Gott sagt zu jeder Mensch ja und Gott hat jeder Mensch geplant, jeder Leben geplant. So, ich rede jeden Gott, wenn ich sage, mit mir ist es nicht. Und wenn ich dann anfange zu sagen, mit mir ist es wohl, wenn Gott hat einen Plan mit mir, vielleicht weiß ich nicht, was sein Plan ist, vielleicht soll ich das noch nicht, aber ich weiß, Gott hat einen Plan mit mir und ich rede so, dann wird mein Leben sich ändern. Ich habe das sehr klar erlebt mit meinen Kindern. Dus we hadden ons genomen, als onze kinderen ganz klein nog maar weer en anfangen gaan en krippen te leren, dat we worden immer oppassen wat we zeiden. We worden immer zeggen, pas op dat je niet rauffällst. Oder pas op dat je die nicht spijtst. En onze kinderen passiert sehr wenig. Onze kinderen is wirklich sehr wenig passiert. En dan zag ik eine van mijn vriendinnen, ihre kinderen, die hadden ständig blijven plagen. Allebei weer die gevallen en eens wat, dan hoor ik mal weer reden. Dan hier ik immer weiter, en dat geven we onze mensen zeer veel. Pas op, du wirst eraf vallen. En dan belt er dat kind. Weer het eraf gevallen. Wat zei de ma? Dan zei ik die niet ook, du wirst eraf vallen. Ze had dat gezegd, dan had ik erveld. En immer war das so. Und als ich diese Freundin dann mal, ich will ja auch nicht steuten, aber ich versucht das dann zu erklären, wie das getan hat. Und dann hat sie sich vorgenommen, das auch zu tun. Und dass die nicht lange lauter redet sie mich an und sagt sie, weißt du was, meine Kinder, die volle Mess gleich machen, die passiert Mess noch mehr. Und sie, für ihr wird so was Größeres zu erleben, was für eine Kraft eine Wiedlage, nicht? Wow, ik zie ganz beeindruckt, wat de Bibel alles gezegd heeft, krijgt es met dat een boy zich opheven zal en zo. En hoe dat kan een mensenleven veranderen. Ik zie dat allemaal een jonge mensen, met wat ik te doen heb. En ik moet me nog veel dollar door even. Want ik denk, eenmaal de week, een gouden spruch zei, of wat moutmerken dat zei, en verken, dat zal ze immer waren. Hoeveel dat kan een mens doen. Dat kan, dat dan op eenmaal vangt hij dat aan te geloven, dan vangt hij dat zelfs aan te zeggen. En op eenmaal heeft dat een grote opleidende mens. Wat du versterken wird en wat zich immer zelfs door je smeten had, veroordeeld had. Wat is aber nu, wanneer ik immer slecht aangereed worden zie? En mijn leven is immer, mensen hebben, mijn ouderen of vrienden hebben vielleicht op mij ram gehakt. En die hebben mij slecht aangereed. Dat is zo gewaard, zoals je ziet eerst. Wat kan ik dan doen met doen? Dat ik ervan vrij kan worden, dat ik van deze, zoals je eerst ziet, het is meestal een profetieung. Ja. Hoe kan ik vrij komen ervan? Ich glaube, der einzige Wahrheit ist, wie moeten die Menschen vergeven, wenn sie das uns verletzt. Wenn wir wollen davon loskommen, müssen wir die Menschen vergeven und einfach sagen, nur mir ist ich den los. Das ist wieder Hans mit Gott, was er mit der Erde wieder tut. Aber dass ich dann sage, Gott, nu will ich glauben, was du von mir sagst. Nicht mehr, was der Mensch von mir sagt, ich vergebe den, ich lasse den los und ich will nu, was du von mir sagst. Und wir finden in Jeremia 29, Vers 11 ein sehr schöner Vers, was Gott von uns sagt. Er sagt, ich habe einen guten Plan mit deinem Leben. Een plan die te zijn, een plan die op te bouwen, een plan dat du ver weg hebt, dat du hoop niet hast in de toekomst hast. Dat is God zijn plan voor mijn leven en voor dien leven. En dat we einfach anfangen, dat aan te nemen. En dat wat mensen gezegd hebben, einfach zeggen, dat schneid ik af, dat is niet van God. En ik neem nu deze goede gedanken. Wens in Jeremia 23, Vers 16, du zegt Jeremia, de falsche profeten, die zeggen dat wat er zelfs aankomt. En die zeggen niet wat God er aangeeft heeft. So, dort kann man als falsche Propheten sein. Wenn dat nicht abbuhendet ist, wenn dort jeden dort jetzt, was Gott über uns sagt. Ja. En ik heb mal een zeer goede predigt van, ik zal vielleicht sogar aan wie Walter Niefeld, op een evangelisation reden over zoveel mal wie Duitsland met onze wereld krijgt es du best nicht. En besonders wanneer we ook over onszelf, maar ook over anderen. Besonders wanneer we ons voeders, dus ik zelfs heb nu nog niet kinderen, maar ik denk immer daran, een dag wil ik een voeder zijn. En wanneer ik mijn kind zei, du bent een dove niks, met die meint het niet, kan ik niemals leren, dat is ook immer mal zo arm en miserabelig met die. Wanneer ik dit
Dag in en dag uit zei, en dat is wat hij in deze predik zegt, dan vangt het aan waarheid in ons leven te worden. Dat is wat u al eerst zei. En dan vangt ons leven aan een roof te komen. En dan komen depressionen over ons, dan komen krankheden over ons. En ik zei eenmaal een wald van zwartheid en donkerheid over mijn leven. En hij zei, vang aan, krijg wat u zegt, jeden dag. Positieve weer te zijn. Vang aan de weer om te ändern. Zeggen, ik zie een gewinnen, ik zie een kampen, ik wil hier uitkampen. Wanneer ik nu vielleicht nog niet doorzie waar ik wil, maar ik wil schritt voor schritt. En dat is, ik leef hier deze predik als ik zei, 15 jaar oud weer. En bij van de eerste dag kon ik de predik op een grote evangelisatie, er zaten 5000 mensen, ik weer in de eerste rij. En ik hoorde weer nog einmal in mijn hart. Waar hij de 5000 mensen door zei. En bij van de eerste dag merken we dit nog. Moed. Nooit te denken. Wat ik rede daar werkelijk. Ja, en ik zei dat allemaal, voor mij is het allemaal een grote, ik vreem me voor dat ik reden kan, dat ik kan mensen meemerken. Dat ik zijn kan, wanneer een mens doorgeslagen is en ik kan dem wat Gott zei en dat heeft hem op. Dat geeft me immer een vrede. En dus vandaar de mogelijkheid zijn ook met Phone, met WhatsApp, also manchmal ist das auch ein geschriebenes Wort, manchmal ist das auch ein geredetes Wort. Und wenn die Ehrenschrift ist durchgedreht, dann sieht schon in der Bibel, habe ich immer was verschreut, was Mitmerkungen sind. Und das ist unglaublich, was das tut, ja. Ich weiß, ich habe dieses Jahr gekriegt von einem Freund, Mitmerkende wird, ich habe mit diesem Freund al Monate nicht geredet. Er schickt mir einen Bibelvers, ein Mitmerkende wird. En ik heb nog niet teruggezegd, maar dat heeft me al zeer geholpen. Deze 5 minuten wat hij zich vielleicht tijd genomen heeft, mij wat te schrijven. En ik wil die ook wel een moed maken, dat dat met andere mensen is dat. Nu wil ik die ook vragen, wanneer we van weer de reden, hast u een moedmerkendes woord voor de Jugendlichen? Ich würde einfach sagen, Gott läuft die, und don't wer du bist, und don't wer du bist, und don't wo du bist. Gott läuft die, und Gott sieht die, und Gott hat dein Leben geplant. Du hast nicht ein Tag in dein Leben, was nicht in seinem Buch abgeschrieben ist. En ik mag die ook moed merken. Leef wieder en fang aan te leven zoals tu leven te reden. Zoals tu leven was. Sei dort, wat du was han, wat in 5 oder 10 jaar zal passeren. En red dus wanneer het van daar al doe is. Ik weet, veel mensen worden die van Damkap houden. Maar du bist geen Damkap. Wenn du wirst anfangen te geloven in Sachen worden werkelijkheid in deinem Leben worden. Ik mag die Gottes zijn wensen in veel moed en veel kracht. Ciao, ciao. Dit Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.